Ja, wollen wir in dem Fall mit dem ersten Video starten, oder? Machen wir. Muss ich jetzt, sag mal etwas über das, nein, noch nicht über das erste Video sagen. Das. Ton. So lange mit Jesus zusammen gewesen, haben alles miterlebt. Sie haben erlebt. Ich finde es cool, sogar die Jünger. Wenn ihr euch vorstellt, die Jünger sind so lange mit Jesus zusammen gewesen, haben alles miterlebt. Sie haben erlebt, wie Jesus Wasser zu Wein verwandelt. Sie haben erlebt, wie plötzlich mehr Essen gibt. Sie haben erlebt, wie Kranke geheilt werden, Dämonen austrieben werden, wie sogar ein Toter aufersteht, wenn er seinen Namen ruft, kommt er plötzlich aus dem Grab und ist eigentlich schon 4 Tage dort in. Mega crazy. Und ich meine, die Jünger hätten Jesus alles fragen können. Die hätten fragen, Jesus, lehr uns, wie man zum Beispiel mega gut, rhetorisch perfekt predigt, dass alle, die es hören, einfach geflasht sind. Oder lehr uns, wie man die Diskussionen mit den Pharisäern erfolgreich führen kann und sie immer einfach zum Schweigen bringen, dass sie nichts mehr sagen können. Lehr uns, wie man Tote erweckt und so weiter. Aber nein, was haben sie gemacht? Sie haben gesagt, Jesus, lehr uns beten. Wie sollen wir beten? Wie geht das? Das heisst, die Jünger haben begriffen, die Jünger haben gecheckt, dass irgendwie Jesus, wenn er zurückkommt von diesen Gebetszeiten, er einfach anders speziell ist. Sie sind fasziniert gewesen. Ich finde es cool, sogar die Jünger. Wenn ihr euch vorstellt. Okay, fertig. Sie haben gefragt, Jesus, bring uns Beten bei. Und ich finde das eine mega wichtige Frage, was ist ja, habe ich gelernt an der Uni im Theologiestudium, es ist mega wichtig, wie ein Gebet aufgebaut ist, dass es wirkt. Das sehen wir zum Beispiel hier. Wenn man ein Gebet nicht richtig aufbaut, dann wirkt es nicht. Also, oder was haben Sie genau wollen wissen von Jesus? Was haben Sie genau wissen von Jesus? Gute Frage. Ich glaube, Sie wollen wissen, was ist passiert in der verborgenen Zeit, wo er mit dem Vater verbracht hat. Was ist dort passiert, dass er so zurückkommt, wie er zurückgekommen ist? Und dann, also wenn man nachher weiterliest, dann sieht man ja, dass uns dort das Gebet Vater unser gegeben worden ist und Jesus eigentlich Einblick gibt in die Beziehung zum Vater und wie er so ein Gebet eben anfängt, unser Vater im Himmel. Also schon nur wissen, mit wem ich rede, wenn ich bete, mir bewusst machen, mit wem ich rede, wenn ich ins Gebet gehe. Ich glaube, das ist schon der erste Schlüssel vom Vater unser, wo Jesus dann. Nein, also um das geht es jetzt nicht. Aber ich glaube, das haben sie wissen. Das heißt, die haben hinterher immer das Vater unser betet. Was? Das heißt, die haben hinterher immer das Vater unser betet. Ja, vielleicht. Haben sie es auch auswendig gelernt, so wie wir? Nein. Und muss es jetzt mit Amen aufhören oder nicht? Nein. Nicht. Ich würde sagen, ja. Du würdest sagen, ja? Nein, voll nicht. Amen heisst einfach, so ist es. Also so oder so sei es. Man bestärkt, hey, all das, was ich jetzt gesagt habe, Amen, so sei es. Du hast im Video noch gesagt, eben, die Jünger haben gemerkt, dass Jesus anders zurückkommt, wenn er sich zurückgezogen hat. Wie stellst du dir das vor? Ist er vorher so mega grumpy gewesen und hinterher nicht mehr? Oder wie stellst du dir die Veränderung vor? Was hat sie so Fakt? Also Mats, du darfst auch Antwort geben. Gell? Sehr gute Frage. Willst du antworten? Nein. Also, das hat gerade so ausgesehen, als ob du etwas sagen willst. Also, wenn ich mir das vorstelle, ich stelle mir vor, nein, ich glaube nicht, dass Jesus vorher grumpy war. Aber ich glaube, dass die Weisheit zum Beispiel, die er hatte, dass die nachher irgendwie noch grösser war wie vorher. Also, oder dass die... das ist eine mega gute Frage. Wie stelle ich mir das ganz konkret vor? Vielleicht auch die Autorität. Es heisst ja dort auch in dieser Bergpredigtstelle, wo er eben nachher das Gebet gibt. Am Schluss
Es heißt, und die Menschen waren erstaunt, weil er lehrte, wie einer der Vollmacht hat. Und ich glaube, in dieser Gebetszeit ist auch rausgekommen mit einer noch größeren Vollmacht, mit einer noch größeren Autorität in dem, was er gesagt hat oder in dem, was er war. Und diese Veränderung ist, glaube ich, dort eben im verborgenen Umgang mit dem Vater passiert. Und? Wo Jesus seine 12 Jünger ausgesucht hat, heisst es explizit vorher, dass er eine ganze Nacht lang gebetet hat, bevor er sie ausgesucht hat. Und ich glaube, die Jünger haben das dann irgendwann gecheckt. Es war doch noch ein Falscher dabei gewesen. Es ist doch ein Falscher dabei gewesen. Das ist jetzt eine andere Predigt, ein anderes Thema. Aber vielleicht haben sie auch gemerkt, oh krass, ihm seine Entscheidungen und auch sein Leben, das, was er macht. Dylan hat ja gesagt, er hat nur gemacht, was der Vater sieht. Ich glaube, sie haben wirklich gemerkt, seine Entscheidungen und seine Handlungen und seine Lehre und das, was er sagt, gründet sich aus dieser Beziehung zu Gott. Ich glaube, das hat man wirklich auch gemerkt. Und Jesus war zum Teil auch grumpy gewesen. Also wenn man die Bibel ehrlich liest, merkt man das auch. Grumpy Jesus. Ja, wirklich. Also ist auch nochmal eine andere Predigt. Aber ja. Genau, Jesus hat sich ja zum Gebet zurückgezogen. Und ich frage mich, was würde Jesus zum Gebet mit anderen zusammen sagen? Also wenn ich jetzt ein Gebetsanliegen habe, ist es dann gescheiter, wenn ich das mit Gott allein bespreche oder wenn ich mit anderen zusammen zu Gott bete? Gibt es da irgendeine Antwort drauf oder was denkt ihr dazu? Es würde mich wundern. Also ich glaube, es ist mega, also das eine schließt das andere nicht aus. Ich glaube, es liegt mega viel Kraft zusammen, mir kommt gerade die Geschichte in den Sinn, wo die Jünger, also die Freunde, den Lami runterbringen, oder, vor Jesus, weil er selber nicht gehen konnte. Das heisst, wenn wir zusammen miteinander vor Gott kommen und sagen, hey Gott, mein Freund jetzt hier ist lahm, er kann nicht selber kommen, aber ich bete für ihn, ich stand ein für ihn, das hat mega viel Kraft. Aber die Veränderung von innen aus, das im Herz verändert werden durch das Erkennen von der Liebe, das passiert im Verborgenen. Genau. Mega gut. Es ist spannend, weil Jesus fängt an, das Gebet das in der Pluralform. Er sagt, unser Vater im Himmel. Und er sagt, gang in die stille Kämmerle allein und bete so, unser Vater im Himmel. Es ist beides. Es ist beides. Ich glaube, es braucht wirklich beides. Gut, danke. Mind blown. Ja, Ist sicher falsch. Ist eben, wenn man nicht Mathe studiert, sondern Theologie, dann fallen einem so Sachen auf. Genau. Oder eben nicht. Oder nicht. Ja. Mir ist noch nie aufgefallen. Gehen wir weiter. Was haben wir da als nächstes? Clip 4, nein, Clip 2, da. Gebet ist keine Pflichtübung, sondern eine Freundschaft mit Gott. Das Video geht 8 Sekunden und der Mann hat sein Predigtpensum für dieses Jahr erfüllt. Mega gut. Mega gut, gell? Können wir es nochmal los? Es geht nur 8 Sekunden. Gebet ist keine Pflichtübung, sondern eine Freundschaft mit Gott. Das ist sau gut. Hey. So gut. Wie lange hast du überlegt für das? Das ist auch spontan. Nein, das haben wir zusammen, das haben Dylan und ich zusammen vorbereitet. Wir sehen jetzt, wie lange du überlegt hast, weil jetzt kommt die Frage. Nein. Hey. Hey. Das tönt so deep, aber auf den zweiten Blick habe ich mir überlegt, okay, das tönt jetzt eben nach so einer schlauen Aussage, aber was sind genau die Unterschiede? Die Frage tönt dumm, wenn ich jetzt stelle. Was sind genau die Unterschiede zwischen einer Pflicht und einer Freundschaft? Also am Anfang meint man, ja okay, es hat ja gar nichts damit zu tun, aber was genau ist es, was die Unterschied ausmacht? Also was macht es so besonders, dass Gebet keine Pflicht ist, sondern eine Freundschaft? Ja, ich denke, Jesus begründet nachher, er sagt, ihr seid nicht meine, ich nenne euch nicht meine Knechte, meine Sklaven, sondern meine Freunde. Und nachher sagt er, warum? Weil er uns Sachen zeigt und weitergibt, die er der Vater gehört hat sagen. Und er lässt uns mit teilhaben an dieser Gemeinschaft. Das heisst, Gebet ist nicht ein Monolog, sondern ein Dialog. Freundschaft besteht daraus, dass beide schwätzen. Oder? Und, aber es ist wirklich auch eine gute Frage, weil im gleichen Text geht es Jesus auch mega darum, dass wir seine
seine Sachen umsetzen, die er uns sagt, dass wir auch gehorsam sind. Er sagt, der mich liebt, haltet meine Gebote. Und der in mir bleibt, haltet meine Gebote. Es ist auch eng miteinander verknüpft. Aber ich glaube, das, was ich gemeint habe, ist so, Gebet nur als Disziplin, nur als Anstrengung, nur als Monolog und ich muss mein Vaterunser anbellieren und dann mache ich das 5-mal pro Tag und dann habe ich es erledigt und Gott ist glücklich mit mir. Ich glaube, Gott ist nicht daran interessiert, dass wir aus Pflicht zu ihm kommen. Er liebt uns, er möchte eine Gemeinschaft mit uns. Wie ein Freund, ich finde das ein gutes Beispiel. Das ist ein Bild mit Freundschaft, oder? Und ich glaube, er kommt voll auf Augenhöhe. Er kommt voll auf Augenhöhe und möchte Gemeinschaft mit uns. Und er möchte, dass wir auch ihm zuhören und er lässt uns zu. Auf der anderen Seite finde ich es aber wichtig, dass wir immer wieder auch im Hinterkopf halten, er kommt auf unsere Ebene runter. Das heisst, er ist eigentlich nicht mehr anders. Und dass ich so mit ihm interagieren kann, ist nur Gnade. Und aus dieser Erkenntnis heraus, dass er sich so hingibt, weil er mich liebt, folgt mir Gehorsam. Und dann ist es amigs auch gut, hat man Disziplin. Und zum Teil, ich habe meinen Rhythmus in meinem Tag und ich habe meine Bibellesepläne und manchmal habe ich keine Lust. Und ich mache es trotzdem, weil es zur Disziplin geworden ist. Also ich glaube, es ist so eine Mischung. Das heisst, beten lernen, wenn die Jünger fragen, wie das funktioniert, heisst auch Freundschaft lernen. Kann man Freundschaft lernen? Nein, ja. Freundschaft, Dylan hat es mega gut gesagt, Ehrlichkeit und was ist noch gesagt, Zeit nehmen und so weiter. Aber ich glaube auch, man muss das pflegen. Also ganz ehrlich, ich muss das auch pflegen. Wenn ich eine Freundschaft nicht pflege, dann irgendwann... Eine gute Freundschaft braucht nicht so viel Kontakt. Ich habe sehr gute Freunde, die sehe ich vielleicht einmal im halben Jahr und ich sehe sie und es ist alles wie, als hätte ich sie gerade letzte Woche gesehen. Dann ist ein guter Freund. Das heisst, ich muss noch einmal im halben Jahr beten? Nein! aber es ist aber der Mats hat es gesagt. Nein, logisch, aber ganz ehrlich, so die ganz tiefen Gebete, wo ich wirklich ehrlich bin mit Gott und wo ich weiss, die sind entscheidend gewesen, die habe ich nicht so oft. Dylan hat das wahrscheinlich jeden Tag, aber ich habe es vielleicht einmal im Jahr. Nein, aber wirklich so, ich kann mich an die Gebete, die wirklich tief sind und ehrlich sind mit Gott, an die kann ich mich erinnern und die sind nicht jeden Tag. Aber das muss es ja auch nicht. Weißt du, was ich meine? Die ganzen crazy Gebete, wo ich zum Beispiel Gott mein Leben hingegeben habe und in mein Herz ausgeschüttet habe, macht das nicht jeden Tag. Das ist auch komisch, in einer Freundschaft das zu machen, oder? Sorry, du hast jetzt etwas sagen. Ich kann nur sagen, ich finde, das ist auch das, was ich gemeint habe mit Jesus, der nur das macht, was er den Vater sieht, machen oder das sagt, was er den Vater gehört, sagen. Ich meine, das ständige Abhängigsein und alles, was man erlebt, mit ihm ins Gespräch nehmen. Also ich glaube mega, dass das möglich ist und ich lebe das auch noch nicht so, wie ich mir das wünsche, aber ich wünsche mir, dass ich nicht so einen Unterschied mache, also dass wir Menschen nicht mehr so einen Unterschied machen zwischen jetzt bin ich am Arbeiten, jetzt bin ich mit einer Freundin oder mit meinem Partner oder was auch immer am Reden oder jetzt bin ich am Betten, sondern dass das immer, einfach der Dialog mit Gott immer ist, dass ich im Gespräch mit einer Freundin gleichzeitig beten bin und sage, Heiliger Geist, was ist dein Rot? Ich will nicht mein Rot weitergeben, ich will dein Rot weitergeben. Was soll ich jetzt meiner Freundin, die mich um ein Rot fragt, rote? Und dann zeigt mir der Heilige Geist, geht auch mir einen Gedanken und dann spreche ich das aus und dann trifft es voll ein und sie ist nachher mega glücklich und sagt, wow, danke vielmals für deine guten Rotschläge immer. Und ich denke so, ja, also eigentlich sind sie nicht von mir, aber bitte. So, das ständige im Gespräch sein mit Gott, ich glaube, das ist möglich und das wünsche ich mir auch für noch viel mehr für alle von uns. Das ist eben nicht nur, aber das, also ich glaube, ich weiss, es gibt vielleicht wie zwei Unterschiede, oder? So das Bewusste, ich ziehe mich zurück und ich schütte mein Herz aus und das mache ich nicht jeden Tag, ständig immer. Und das andere, ich bin immer ständig im Dialog und im Gespräch mit dem Heiligen Geist, der in mir lebt und den ich möchte rauslassen und nicht eingesperrt behalten in mir. So. Genau, du redest ja von diesen zwei Arten, dass man sich eben zurückzieht. Und dort habe ich noch eine Frage dazu. Und zwar hat der Mats, du hast heute Morgen hast du gesagt, dass es wie manchmal auch schwierig sein kann, sich darauf zu konzentrieren, dass man sich nicht ablenkt oder so und dass es so auch anstrengend kann sein.
Und dass eben eine Freundschaft das einfacher macht. Und was ist, wenn man es aber als Freundschaft sieht und trotzdem lenkt man sich irgendwie immer ab? Hast du irgendwelche Tipps, wie man besser sich einfach wirklich nur auf Gott kann konzentrieren kann und nicht mit den Gedanken die ganze Zeit abschweift? Eine Frage aus dem Slido passt da auch gerade noch dazu. Jetzt habe ich sie verloren. Jetzt müssen wir mit Bildschirm größer stellen. Ich schwöre, die verschwinden. Du darfst, Jesus hat gesagt, du darfst nicht schwören, Fabio. Ah, okay. Sorry. Das war ein Witz. Also es war kein Witz, aber es war ein Witz. Jetzt bin ich draus. Gib mal eine Antwort, ich suche so lange die Frage nochmal. Was war die Frage? Sorry. Tipps, konkrete Tipps, ja, oder? genau. Also, Genau, Wenn man dass man sich nicht so ablenken jo, lässt. ey, Ja, und was ist... Handy weg, Flugzeugmodus. Flugzeug... Ja, okay, haben wir heute schon gelernt. Das haben wir gelernt. Aber nein, wirklich ohne Witz. Das ist so Instagram, Social Media, WhatsApp, alles ist schon mega toll und so, aber das kann mega ablenken. Und ich probiere wie das wegzunehmen. Und Jesus sagt doch eigentlich, gang in dein stille Kämmerchen allein und dort ist nichts. Dort Aber bist nur du und deine Gedanken nimmst du mit, oder? Genau. Deine To-Dos nimmst du mit. All das Zeug, das dich noch belastet. Und ich habe ein gutes Buch angefangen von Johannes Hartl, das heißt einfach Gebet. Nicht einfach beten, das heißt einfach Gebet. Kann ich jedem von euch empfehlen. Und er tut so Übungen drin vorschlagen. Und wenn dir zum Beispiel das Mühe macht und du deine To-Dos mitnimmst und deine Sorgen, dann geh einfach an und fang deine Gebetszeit oder deine Zeit mit Gott an, indem du all das aufschreibst, was du in deinen Gedanken hast. Zack, zack, zack. Und sagst, Gott, das ist das und jetzt lege ich es weg. Und für ihn hilft das wie, um mal einfach anzukommen. Und nicht auch gerade einfach schwätzen, du kannst einfach mal still sein und probieren einfach so wie meditieren. Aber das Flugzeugmodus, hey, das ist, oder Flugzeugmodus ist ja zum Teil auch nicht, das ist ja so automatisiert, dass mein Griff zum Handy, das mache ich auch, wenn ich im Flugzeugmodus bin. Das ist mega, das ist voll krank. Ich muss das wie weglegen in einen anderen Raum, dass ich wirklich dann mich fokussieren kann. Also ich bei mir so, vielleicht hast du andere Tipps. Ich finde noch als Ergänzung mega gut, im Jetzt sein. Wenn man mal die eigenen Gedanken beobachtet oder so bewusst wahrnimmt, dann merkt man, dass wir Menschen so oft, also eigentlich nie im Jetzt sind. Wir sind immer in Vergangenheit oder in Zukunft. Also wir überlegen, was wir erlebt haben oder was war heute und wir überlegen, was morgen oder nachher sein wird. Und einfach mal, es klingt ein bisschen wie eine Meditationsübung von irgendwo, aber das hilft wirklich. So die eigenen Gedanken mal beobachten und merken, wow, ich bin ja nie im Jetzt. Ich bin immer entweder morgen oder gestern oder nachher oder vorher. Und Gott ist der ich bin. Gott ist nicht schwer zu finden, aber wir sind ein bisschen schwer zu finden, weil wir nie im Jetzt, im Bin-Modus sind. Und ich glaube, das einmal so zu üben, das ist ein bisschen eine Übung, so wie man Gitarre muss lernen üben. Gedanken lernen im Jetzt zu verweilen. Genau. Ja, Gitarre üben braucht ja immer genau eben so ein bisschen Überwindung und Motivation. Ich habe die Frage wieder gefunden und ich habe noch eine mitgebracht. Was ist mit Phasen, in denen man keine Lust hat, die Freundschaft jetzt gerade zu pflegen? Und ähnliche Frage, aber doch anders. Wie kann man die Freundschaft überhaupt kennenlernen, wenn man sich nicht ein Stück weit als Pflichtzeit irgendwie in den Kalender schreibt oder so? Was können Motivationsgründe sein, zum das Kennenlernen, die Freundschaft? Oder Pflege? Also zu der ersten Frage. Ich glaube, dort der Umgang mit was mache ich, wenn ich keine Lust habe. Das ist das, was ich heute auch gesagt habe. Ehrlich sein. Wirklich ehrlich sein und mal fragen und auch hinterfragen und so reflektieren, warum habe ich keine Lust? Und ich merke spannenderweise auch, es gibt auch Momente, wo ich keine Lust habe zum Beten. Es gibt auch Momente, wo ich irgendwie keine Lust habe, um jetzt meine stille Zeit oder irgendwie mit Jesus zu sein. Und dann, wenn ich aber dann innehalte und überlege, warum, dann merke ich, dass ich keine Lust habe, weil ich das Gefühl habe, Gott hat Erwartungen von mir, die ich erfüllen muss. Und ich habe gerade keine Lust, die Erwartungen zu erfüllen. Und dann so zu realisieren, aha, aber warte, das ist ein falsches Gottesbild. Und ich meine,
in der Bibel es gibt auch real, wir sollten dem nicht zu viel Aufmerksamkeit geben, aber es gibt auch real einen Feind, einen Vater der Lügen, der Satan oder der Teufel oder wie immer man will nennen. Und der liegt uns ständig an. Und dort so innezuhalten und merken, warte, ist jetzt das eine Lüge, die ich glaube, oder ist das einfach ein falsches Gottesbild, das ich habe, dass er von mir irgendetwas erwartet und dann habe ich keine Lust und wegen dem mache ich dann keine stille Zeit. Und dann für das auch wieder brauche ich den Heiligen Geist, der dann sagt, Ilana, ich erwarte im Fall, also Gott erwartet nichts von dir, komm einfach und bis Sieg einfach da. Und dann komme ich und dann ist es wieder mega gut. Ich finde das mega gut, was du gesagt hast mit den Erwartungen oder was wir das Gefühl haben, dass Gott von uns erwartet. Ich glaube, ein guter Freund erwartet nicht etwas primär zuerst und ich glaube, der Druck man muss ja keinen Druck haben. Gott will nicht aus Pflicht eine Freundschaft, oder? Er will uns nicht zwingen zu einer Freundschaft. Und wenn wir dann merken, ich habe diesen Druck, dann haben wir, glaube ich, schon wie die Basis falsch verstanden. Und ich glaube wirklich, dass du hast vorher gesagt, oder? Ich glaube, in dem Bewusstsein leben, dass er in mir lebt. Er geht ja überall mit, wo ich bin. Und wenn ich am Morgen mein Müsli esse, muss ich ja nicht aktiv immer an ihn denken und jetzt langt es, wenn ich weiß, er ist da. Weißt, und, wie soll ich das jetzt sagen? Es gibt Freunde, das ist entspannt, du kannst einfach sein. Und du musst gar nicht viel schwätzen. Du kannst einfach mal hängen und du musst auch nicht immer gerade einen Herzensaustausch haben. Manchmal habe ich keine Lust mit meinen Freunden oder mit meiner Frau immer einen Herzensaustausch zu machen. Weißt, ich finde es einfach mal cool, einfach mal sein und das Leben genießen. Und das gute Stück Fleisch zu essen. Verstehst du? Oder die Musik hören oder die Natur anschauen und das Wort zu nehmen, das Gott gemacht hat und einfach in einem Gedanken sagen, Gott, das ist mega schön. Es muss gar, das ist so das dualistische Bild. Das ist Gebet und das ist mein Leben. Das ist Gebet und das ist mein Leben. Aber es kommt ja zusammen. Der Heilige Geist lebt hier und ich darf wie sicher sein, er ist mit mir und in mir und es muss nicht immer mega intensiv sein. Es kann, ja, aber es darf auch. Ich glaube, der Druck muss einfach wegnehmen, das hilft nicht. Aber jetzt haben wir nur eine Frage beantwortet, glaube ich. Ja, die zweite ist mir gerade ein Beispiel von was ist das schon wieder? Ich weiss nicht. Wie man das anfangen kann, oder? Freundschaft. Ja, genau. Oder, ja. Genau. Das ist mega eindrücklich, wie sie hat auch eben die Freundschaft mit dem Heiligen Geist angefangen so, und dann ist so gewesen, was soll ich jetzt machen so, und dann hört sie wieder, also in Gedanken einfach, aber hat wie gewusst, das ist jetzt Gott gewesen, der redet, der sagt, was machst denn du gern? Was würdest du gern machen? Und dann sie, ja, eigentlich tue ich mega gern tanzen. Und dann also gut, dann tanzen wir zusammen. Und dann hat sie einfach irgendwie Musik laut angemacht und hat im Zimmer mega getanzt und einfach mit Jesus zusammen, also Hip-Hop tanzt, aber mit Jesus zusammen, und es war richtig so cool gewesen. Und das hat sie dann dazu befähigt, ein nächstes Mal an einem anderen Tag zu sagen, hey Heiliger Geist, letztes Mal hast du mit mir getanzt, was möchtest jetzt du heute machen? Und dann hat er gesagt, ich würde mega gerne die Bibel lesen. Und dann haben sie zusammen die Bibel gelesen. Und einfach so, ja, ich glaube, das einfach mitnehmen in das, was du gerne machst. Und in dem, was du gerne machst, dir bewusst sein, hey, Gott ist mit mir, Gott ist da, er liebt es, mit mir sein. Voll, das ist eine mega gute Antwort. Weil dann ist es auch nicht wirklich wie so eine Pflicht, oh, ich muss das jetzt machen, sondern du machst etwas gerne und machst es mit Freude, mit Gott zusammen. Das ist schön. Ja, gefällt mir. Du hast uns heute Morgen einen Comic mitgebracht und wir haben uns richtig viel Zeit genommen und haben den zusammen einstudiert. Heute Morgen hast du den vorgelesen und jetzt haben wir für dich, sehr gut. jetzt wenn wir dir den vorlesen. Genau. Sag mir, mein Herr, warum hast du den Menschen Ohren gegeben, wenn sie doch nie zuhören? Mein Sohn, weißt du, im Jahr 2020, da werde ich eine Pandemie auf die Erde schicken. Und dann werden sie zuhören? Nee, aber dann brauchen sie die Ohren, um die Maske dran zu tun. Amen, so sein. Ja. Also jetzt wissen wir, warum. Ich habe gerade vorher mit der Debbie darüber geschwätzt. Ich habe eine Kollegin, die sagt, ihr erster Eindruck von mir war, sie ist im Hörsaal neben mir gesessen, leck, hat der große Ohren.
bin ich jetzt begabt zum Maske tragen. Das mit der Maske funktioniert offensichtlich bei den meisten Menschen zumindest recht gut. Das mit dem Zuhören laut Jesus immer noch nicht. Was haben Ohren mit Beten zu tun? Ich glaube ganz fest, das, was auch der Mats vorher gesagt hat, Gebet, wenn man es versteht als Leben, eine Beziehung leben, dann ist es ein Dialog und bei einem Dialog tut man reden, aber man tut auch zuhören. Das heisst, wir brauchen Ohren, also auch im Natürlichen, ohne Ohren, oder wenn ich taub wäre, dann würde ich jetzt eure Frage gar nicht verstehen. Aber auch im Geistlichen, wir haben geistige Ohren, um den Geist Gottes zu hören und die sind dazu da, zum Hören eben. Und, ja. Also Gebet als Dialog meinst du auch immer ein bisschen? Ja, genau. Stehen drum eigentlich 2 Stühle auf der Bühne? Du hast es begriffen. Mats, jetzt musst du uns noch erklären, was das ist. Nein, das. Mist. Das. Nein. Und in meiner Verzweiflung... Das ist kaputt. Und in meiner Was? Und in meiner... Das iPad ist kaputt. Und in meiner... Hey Safi, kannst du das Bild von Mats anklicken? Ich kann es nicht anklicken. Also die 2 Stühle sind hier wegen dem. Ja, genau. Ja. Ich habe noch ein Bild von dir mit 2 Stühlen. Da ist es. Mats, was ist das? Ist das ein Bild dafür, dass man auch beim Schießen Das ist von der Predigt heute Morgen. Muss ich das jetzt erklären, oder was? Ich finde es schön, wie du in die Also Kamera schaust, so als wärst du tatsächlich gerade auf dem WC. Das ist wirklich mega lustig. Nein, also wir haben eigentlich vor, dass wir bei der Predigt die Stühle brauchen, um das zu verdeutlichen und immer drauf sitzen und so. Und die Stühle sind goldig angesprayt worden, um dem Design entsprechen. Und ich habe das dann getestet mit meinem Knie, ob es abfärbt. Und ich habe gedacht, ich hocke sicher nicht an, wenn es abfärbt. Dann mache ich das mit dem Knie und meine Knie sind wirklich goldig gewesen. Ich dachte, ich hocke sicher nicht an. Das heisst, ich habe es wie vortäuscht zum Sitzen. Heute Morgen in der Predigt. Und es sieht jetzt komisch aus und du hast das gezeigt. Genau, ja. Danke. Bitte. Da gäbe es doch sicher auch einen Bibelvers dazu. Nein, nur über goldene Ringe, nicht über goldene Hosenböden, oder? Das habe nicht ich ausgesucht. Wo sind wir stehen geblieben? Genau, beim Dialog. Das heisst, wir müssen Gott zuhören und auch mal vielleicht die Zeit nehmen, um auf Gott zu hören. Aber gleichzeitig hört auch Gott uns gerne zu. Und mit dem gehen wir gerade zum nächsten Video. Hoffentlich klappt es. Das ist, glaube ich, das. Ich finde es cool, sogar die Jünger. Man muss sich vorstellen, die Jünger sind so Nicht lange das. mit Jesus Haben wir das schon zusammen, gehabt? haben alles miterlebt. Sie haben erlebt, wie Dann stimmt es nicht. Vielleicht ist Jesus... das. Okay, Ilana, erzähl uns. Du hast es ja heute Morgen auch schon gesagt. Es geht um die Sehnsucht, die Jesus und Gott haben, dass wir zu ihnen gehen. Als wie ein Bräutigam, der sich auf seine Brut freut. Genau. Was hast du heute Morgen so schön davon erzählt? Du erzählst es eben mit so einer schönen Ausstrahlung irgendwie. Stand nochmal da. Ja, nein, also das ist eben das Verständnis, das ist auch in der Bibel und das wäre eben eine Predigtserie wert. Aber ich habe es kurz einfach erwähnt, dass in der Bibel Jesus auch als Bräutigam beschrieben wird und das Hochzeitsfest beschrieben wird, wo, wenn er zum 2. Mal auf die Erde zurückkommen wird, uns als Gläubige, die als Brut beschrieben werden, heiraten wird. Also es gibt ein Hochzeitsfest zwischen Gott und uns. Mega crazy, mega schön. Und dann habe ich eben gesagt, das Hauptmerkmal von einem Bräutigam ist, dass er sich sehnt nach der Brut. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen ein Unterschied, oder? Wenn man mit Freundschaft, ich sehne mich jetzt nicht nach meiner Freundin, also ich freue mich mega, mit ihr einen Kaffee zu trinken, aber ich sehne mich nicht danach. Aber ich glaube, zwischen Brut und Bräutigam ist wirklich die Sehnsucht ganz real erlebbar. Ich sehne mich, meine Brut zu heiraten. Ich sehne mich mit ihr zu sein. Ich bin leidenschaftlich verliebt. Und das Verständnis
hat mir wie die ganze Dimension eröffnet von, hey, Gott sehnt sich nach mir, Gott sehnt sich nach dir. Er liebt dich nicht einfach nur, weil er muss und irgendwie Gott ist, sondern weil er wirklich verliebt ist in dich. Und er will mit dir zusammen sein. So fest. Am liebsten schon, am besten gestern als erst morgen. Also ich glaube, Jesus auch für sein zweites Wiederkommen, ich glaube, Jesus sehnt sich schon seit 2000 Jahren endlich wieder zurückkommen für seine Brut, wo er möchte, physisch zusammen sein und nicht so trennt, wie wir es jetzt gerade sind. Genau, und du hast das aufs Gebet bezogen und hast gesagt, dass er sich wirklich danach sehnt, dass wir eben Zeit mit ihm verbringen, mit ihm ins Gespräch kommen. Und meine Frage ist, was ist, wenn man, also wieso spürt man das denn oft nicht so? Die Sehnsucht von Gott, oder man hört ihn nicht so und merkt nicht, dass er wirklich so die Sehnsucht hat, mit uns zu reden, weil man denkt sich, ja, dann würde ich ihn ja hören, wenn er das will. Hast du da irgendeine Idee? Ich glaube, also einerseits, das, was ich auch heute Morgen gesagt habe, wegen dem Stillsein und Zuhören, eben, dass wir vielleicht gar nicht so gut wissen, wie man zuhört, oder respektive mehr auf die Lügen im Kopf hören, als auf seine Stimme. Also manchmal sind die Lügen, dass Gott eben nicht redet oder dass du ihn nicht hörst, dass er sich nicht nach dir sehnt, dass er dich verdammt oder dass er jetzt voll unzufrieden ist mit dem, was du heute verbockt hast oder dass er enttäuscht ist von deiner Sünde, die du heute gemacht hast. Die Stimmen, die Anklage und die Verdammnis, die ist so laut in unserem Kopf, dass die feine, leisliche Stimme, die drunter ist, die sagt, mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter, ich habe im Fall einfach Freude an dir, weil ich dich gemacht habe, ohne irgendeine Leistung von dir. Meine Liebe ist bedingungslos. Oder ich sehne mich nach dir, ich will nicht mehr mit dir zusammen sein. Das ist so das Leislige, wo wir, glaube ich, ganz einfach überhören, weil die anderen Gedanken so laut sind. Und der zweite Punkt ist, ich meine, Jesus, das finde ich mega faszinierend, er sagt so oft, dass es also er vielleicht grumpy, er ist ein bisschen grumpy ab dem Unglauben, der bei uns Menschen herum ist. Und er sagt, wie lange muss ich noch bei euch sein, ihr Ungläubigen oder ihr Kleingläubigen? Und manchmal habe ich so das Gefühl, unser Herz, vor allem in der westlichen Welt, wir sind einfach so gut im Zweifeln und im kritisch sein und im alles hinterfragen und voll nicht so glauben, wie ein Kind glaubt. Ich arbeite mit Kindern und wenn ich denen sage, es gibt ein gutes Zvieri, dann freuen sie sich einfach und glauben es mir. Und dann nicht so, ja, aber meinst du wirklich gut mit uns? Und ja, vielleicht wird es dann aber ein Zvieri, und ich doch nicht so gerne. Wisst ihr, was ich meine? Und ich glaube, so sind wir einmal mit Gott unterwegs, dass wir das, was er sagt, auch durch sein Wort, einfach zu fest vielleicht manchmal in Frage stellen und noch mehr dafür lernen, wirklich glauben, wie ein Kind glaubt. Wenn Papa sagt, ich habe dich lieb, dann hat er mich lieb. Und der zweite Punkt wegen dem Fühlen, das ist wie so umgekehrt, oder? Man kann entweder glauben, dass Jesus mich liebt, weil er für mich gestorben ist, sonst wäre er nicht für mich gestorben. Und dann ist es eigentlich egal, ob ich es fühle oder nicht, weil er würde nicht für mich sterben, wenn er mich nicht liebt. Also niemand stirbt für mich, wenn er mich nicht irgendwie wirklich lieb hat. Oder ich warte so lange, bis ich das fühle, dass die Wahrheit bestätigt wird, obwohl die Wahrheit, also wisst ihr, was ich meine? Es ist wie eine andere Herangehensweise. Dann denke ich mir so, was soll Gott noch machen? Er ist für uns gestorben und wir glauben immer noch nicht, dass er uns lieb hat. Nur weil wir es gerade nicht fühlen. Also, so, das bringt mich auch ein bisschen zur Verzweiflung. Also du meinst, manchmal spürt man die Sehnsucht und manchmal spürt man sie vielleicht nicht, aber kann trotzdem daran festhalten, dass die Sehnsucht da ist. Ja, voll. Weil es steht in der Bibel und was dort steht, ist wahr. Ja, und einfach mehr daran einfach auch wissen, dass er uns so fest liebt, dass er wirklich seinen Sohn gegeben hat, der für uns gestorben ist. Und dass man das sich immer wieder sagt und vielleicht auch gerade eben in den Momenten, wo man zweifelt, dass man sich wieder an dem festhält und daran denkt.
Nur vielleicht als Ergänzung, also ich glaube, Gott ist ja so vielschichtig. Es ist ja nicht, ich habe es vorher auch gesagt, er ist ja nicht nur in den Gebetszeiten erlebbar oder wenn ich jetzt still bin und ihn spüre. Wenn ich zum Beispiel wandern, ich mache das fast nie, aber wenn ich es mache, dann bin ich begeistert von der Natur. Ich sehe die schönen Berge, den See, wow, und dann die Sonne, die mir ins Gesicht, und dann, weißt du, ich meine, du kannst Gott auch so spüren. Er hat das gemacht. In seiner Grosszügigkeit, wenn ich ein gutes Stück Fleisch esse und ein gutes Glas Wein trinke und mit guten Freunden dort hocke, hey, für mich ist das zum Teil wirklich so Gottes Erlebnis. Weißt du? Wirklich. Das meine ich ganz, weißt, ich glaube wirklich, man muss zum Teil ein breites Bild von Gott haben, nicht einfach so das Dualistische, was ich vorher gesagt habe, weißt, so, das ist Gott und Himmel und das Geistliche und das ist das Weltliche, das Irdische und das hat nichts miteinander zu tun. Es geht zusammen und das ist ja das Spannende, der Heilige Geist lebt ja in unserem Körper und er braucht alles von uns, er braucht den Geschmackssinn, das Spüren, das Sehen, das Schmecken und das wird alles eins. Und ich kann das mit Gott alles teilen. Und das, ich glaube, ich habe das schon ein paar Mal erlebt von Leuten, die sagen, ich spüre Gott nicht. Oder ich spüre ihn nicht. Und ich glaube, es fängt mit einem Hunger an. Es ist super, wenn jemand traurig ist über das, dann sagt Gott, ich möchte ihn mehr spüren, es ist nichts falsch daran. Er zeigt sich ja gern. Aber es gibt auch viele Sachen, wo wir Gott gar nicht drin sehen, obwohl er dort ist. Weil wir meinen, das ist nicht geistlich oder wir meinen, das hat nichts mit Gott zu tun. Aber das ist Gott. Gott ist in diesem Zeug drin. Weißt? Und ihn dort zu sehen, wo er schon ist, kann eine mega Welt aufmachen und eine grundsätzliche Dankbarkeit eröffnen und eine Freude reinbringen ins Leben. Wo ein Gottesdienst stattfindet, die ganze Zeit in diesem Bewusstsein. Voll. Das heisst, er kann auch direkt vor uns sein und wir sehen es vielleicht einfach auch gar nicht. Das passt gerade als Überleitung für das letzte Video, das wir gleich noch haben, falls es klappt. 2 Fragen noch aus dem Slido, die auch gerade zu dem Thema passen, falls sie noch da stehen, wo sie vorher gestanden sind. In einer Freundschaft unter uns Menschen gilt es allgemein als unfreundlich, wenn man keine Antwort gibt. Warum müssen wir manchmal auf Antworten von Gott warten? Genau, eben. Und andere Frage, ich erhalte keine Antworten und es fühlt sich trotzdem an wie ein Monolog, obwohl wir jetzt hier von einem Dialog reden. Du hast etwas gesagt zu dem, Mats, heute Morgen? I try. Und in meiner Verzweiflung, dass Gott nicht schwätzt, habe ich meine Bibel aufgeschlagen und einfach so durchblättert, also so, und dann den Finger drin gehabt. Machen das nicht, das ist theologisch inkorrekt, das macht man nicht. Du hast dich vielleicht mit Erziehung auseinandergesetzt. Es gibt so eine einfache Grundregel, man sagt nicht etwas und macht etwas anderes. Warum sagst du uns, man soll es nicht machen und machst es trotzdem? Also. Nein, das ist eine gute Frage. Also ich würde das für deine Theologie zum Bilden, schwätzen nicht mit Gott so, die Bibel aufmachen, den Finger. Aber ich glaube, ich bin da wirklich verzweifelt und habe Gott wirklich von ganzem Herzen gesucht. Und ein Bibelvers, der mir immer von der Sonntagsschule schon geblieben ist, wer Gott mit ganzem Herzen sucht, der wird ihn finden. Klopfe da und ich bin geöffnet, sagt Jesus. Und ich bin verzweifelt, weil ich ihn nicht gehört habe. Er hat mir nicht geantwortet. Eine ganze Woche, ich habe gebetet, ich bin auf den Knien, ich habe gesungen, ich habe gefastet, ich habe wochenlang nichts gegessen, kannst du dir vorstellen. Und hast du deine Antwort dann gekriegt? Oder ja, hast jetzt musst du hören. Aber meine Antwort war eben das, was ich nachher gesagt habe mit Johannes und Petrus. Und Gott schwätzt amigs nicht. Gott ist amigs still. Erzähl das nochmal mit Johannes und Petrus. Look, die haben es nicht gehört. Ja, also ich habe dann dort den Finger drin gehabt und dann ist die Stelle gekommen, Johannes, Petrus im letzten Obermahl. Jesus sagt, einer am Tisch wird mich verraten, der eine Jünger, wo man es genau. Ja. Und sie haben nicht gewusst, wer. Und Petrus will wissen, wer es ist. Alle wollen es wissen.
Und er fragt den Johannes, der näher an Jesus dran liegt. Es heisst immer wieder im Evangelium, dass der Johannes der Jünger war, der Jesus gerne hatte. Und er ist immer an seiner Brust gelegen und so. Und dann sagt der Petrus weg der Sitzordnung: Hey Johannes, frag mal Jesus, wer es ist, der uns wird verraten. Und Johannes fragt dann Jesus: Jesus, wer ist es, der uns wird verraten? Und dann sagt Jesus Johannes: Der das Brot wird reintauchen. Und sagt zu Petrus. Und in dem Moment hat Gott zu mir geschwätzt und hat mir aber es ist ja das Krasse, Gott gibt zum Teil die Antwort nicht so, wie ich gefragt habe. Er gibt zum Teil ganz eine andere Antwort und es macht alles Sinn und die Antwort, die ich eigentlich wollte, brauche ich gar nicht mehr. Und er hat wie gesagt, möchtest du in deinem Leben so sein wie ein Petrus, der immer abhängig ist von anderen Leuten, die näher sind bei mir, dass sie von Gott hören, oder möchtest du so sein wie der Johannes, der einfach mich gerne hat und näher bei mir ist und dann fähig wird, zu anderen Gottes Wort zu bringen. Und ich so, oh! Und ich habe mich gefragt: Gott, wieso hast du gebetet? Wieso hast du gefastet? Wieso hast du das alles gemacht? Alles für nichts. Ja, wieso hast du das gemacht? Möchtest du einfach eine Antwort haben auf dein Gebet? Möchtest du einfach das hören, dass du deinen Weg hast gehen, oder möchtest du mich? Und das ist für mich so eine Offenbarung, eine von meinen, die hat mein Leben komplett verändert, weil ich habe wirklich gemerkt, hey, wow, logisch möchte ich ihn. Und wenn ich mich so entscheide, ist egal, ist die Antwort, ich wollte wissen, soll ich heimgehen in die Schweiz oder soll ich noch in Australien bleiben für ein Jahr? Es spielt gar keine Rolle, ob ich jetzt hier bleibe oder heimgehe. Ich kann ihn an beiden Orten kennen. Ich kann das priorisieren. Und dann bin ich in eine Freiheit hineingekommen und habe selber entscheiden. Okay, ich gehe heim. Aber das ist ja das Geniale an Gott. Wir wollen etwas von ihm, die Frucht, oder, die aus der Beziehung rauskommt. Und Gott möchte Beziehung. Und manchmal schneidet er Sachen weg sogar, damit die Beziehung noch mehr wächst, dass noch mehr Frucht kommt. Aber die Frucht ist nicht das primäre Ziel, ist nicht das primäre Anliegen von Gott, sondern die Verbindung. Und das ist das Krasse an Gott. Ich glaube wirklich, zum Teil ist er still, weil er sich auch möchte finden lassen. Weißt, er will ja auch, dass wir suchen und machen. Und dann hat uns Gott so weit, dass er dann von der anderen Seite kommen und etwas uns zeigen und denkt: Oh, krass! Und der ganze Weg hat sich gelohnt. Weißt du? Und das ist crazy. Aber darum würde ich jedem empfehlen, der sagt, ich höre Gott nicht. Halte dich an diesen Zusagen fest. Wer klopft, dem wird geöffnet. Wer ihn sucht von ganzem Herzen, der wird ihn finden. Und ich glaube wirklich, Gott schwätzt und er macht das. Aber er macht das einmal bei mir, nicht immer, gerade sofort. Bei der Ilana ist das ein bisschen anders. Auch nicht aber bei mir ist das nicht immer so. Ich bete und bekomme gerade eine Antwort. Zum Teil bete ich und ich bin ganz ehrlich, von ganzem Herzen bete ich und sage: Gott, das schießt mir an, das und das und das. Und dann höre ich nichts, aber ich weiß, ich kann es deponieren, dann hat es gehört und dann mache ich weiter. Weißt du, ich meine, die Beziehung besteht und ich habe es deponiert und mache weiter. Und dann plötzlich eine Woche später macht es so und krass. Wir dürfen nicht vergessen, es ist immer noch Gott und wir sind Menschen. Und ich sehe ihn nicht. Und das ist ja die Distanz immer noch da und die Hochzeit, die kommt erst noch. Und natürlich hat Jesus alles gemacht, der Vorhang ist zerrissen, wir können ins Allerheiligste, wir haben den Zugang und ich möchte noch viel mehr von dem erleben, aber Gott tut sich amigs auch verbergen, glaube ich, und gibt nicht immer gerade die Antwort, weil er uns nicht mehr ganz anders will haben, als wir gemeint haben, dass wir sein sollten. Also ganz sicher, ich glaube, das Herz, das offenbar wird in diesem Moment, das ist mega kostbar. Und wenn man merkt in so einem Moment, ich höre Gott nicht, und dann, was kommt denn, mal anschauen, was kommt denn alles aus meinem Herz raus? Vielleicht mega eben Zweifel oder mega Stolz oder mega Egoismus, oder eigentlich muss es einfach nur, ich will jetzt eine Antwort, damit es mir besser geht. Und es kann alles Mögliche sein. Und ich habe auch schon erlebt, wie ich Fragen gestellt habe, die nicht beantwortet sind, aber im Prozess mega gemerkt habe, wow, der Heilige Geist hebt den Finger nicht mehr an, wo ich nachher viel tiefer, also es hat einen riesen Prozess ausgelöst, wo ich viel tiefer mein Herz anschauen konnte, weil es so offenbar geworden ist, weil ich dranbleiben bin. Und ich glaube, wirklich dranbleiben ist mega wichtig. Mega toller Punkt zum fertig sein. Ja. Also ich finde es auch mega schön, vor allem das mit der Frucht, also ob du dich entscheidest, ob du die Frucht vom Gebet willst haben oder halt eben die Beziehung, wo du Gott hast in dem Sinn. Und dass wir das Gebet nicht als Pflicht sehen, sondern eben als Freundschaft mit Gott, wo wir einfach auch pflegen, weil es eine tolle Freundschaft ist. Wenn wir da über Gebet
schwätzen, muss ich euch jetzt noch eine Frage stellen. Wollt ihr noch mit uns beten? Wo findest du die Sachen immer, Fabio? Magic. Heute Morgen haben wir uns Zeit genommen, zum alle zusammen einen Moment ruhig zu sein. Sagt doch nochmal schnell, was ihr euch denkt habt dabei, und dann wäre es mega toll, wenn ihr noch mit uns betet. Also ich habe das ganz spontan gemacht heute Morgen. Ich habe mir nicht so viel im Voraus überlegt. Das ist auch spontan. Das ist auch spontan. Ja, nein, ich glaube immer, Gott ist nicht so wichtig, was wir sagen, wie fromm wir das Zeug formulieren können, wie schön wir schwätzen können, wie lang wir beten können, wie schön wir unsere Wörter grammatikalisch, theologisch korrekt aneinanderreihen und rhetorisch. Ich glaube, Gott ist wirklich am Herzen interessiert. Und darum habe ich heute Morgen gesagt, genau. Danke, Fabio. Darum ist es, glaube ich, wie wichtig, ehrlich zu werden. Und darum habe ich heute Morgen gesagt, hey, wieder mal kurz einen Moment ruhig und komm vor deinen Gott. Punkt. Und manchmal hilft still sein dabei. Einfach ehrlich sein. Und vielleicht kannst du das jetzt machen, wenn du kurz still bist vor Gott und ihm sagst, Jesus, ich möchte dein Freund sein. So wie du das hier erzählst. Und dann kannst du das machen und dann würde ich noch abschließen mit dem Gebet. Ist gut. Also können wir einen Moment ruhig sein, wo du und ihn Jesus einfach kurz, du dir ihn vielleicht vorstellst und ihm einfach ehrlich dein Herz kurz in einem Stoßgebet angibst. Jesus, ich danke dir für deine Gegenwart hier in diesem Raum. Ich danke dir, bist du mit jeder einzelnen Person daheim über den Livestream. Jesus, ich danke dir, hast du dich auf unsere Augenhöhe begeben und hast dich nahbar gemacht als Mensch, dass wir dich erleben können, dass wir dich kennen, Jesus. Und ich bitte dich, dass du unsere Augen öffnest für dein Wirken, dein Handeln. Ich bitte dich, dass du unsere Ohren öffnest für dein Reden. Ich bitte dich, dass du unsere Herzen reinigst, dass wir sehen, wer du bist. Ich bitte dich für jeden Einzelnen, der das gehört heute, dass wir das Jahr 2021 starten in einer neuen Dimension, was Gebet angeht. Und dass wir wieder vergründet werden in dem und dürfen auf diesem Fundament alles andere machen. Und ich danke dir, Jesus, für die Frucht, die aus dem rauskommen. Das ist ja auch zum Genießen hier, die Frucht. Ich danke dir auch für all das, was du uns geschenkt hast und am Schenken bist, für alles, was möglich ist, dass wir uns treffen heute oben, dass wir zusammenkommen und dass wir dich kennen, Jesus. Amen.